Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Jo, hier sieht es wieder ganz gut aus in der Hütte vom Weiser. Und dann würde ich auch mal sagen, ja, was hast du noch was Neues zu sagen? Ach, ich mache mal eine Kristallnebelzeder, hab mal gesagt, dass mich dann der Blitz trifft. Na okay, der babbelt noch dasselbe Stoß wie vorher. Und ich stehe jetzt Sache, wir starten jetzt in einer ganz besonderen Lady hier einen Besuch ab, wo außenrum noch alles eingefroren ist, sogar die Hinkle sind noch eingefroren, also auch die Henne-Seele, ihr liebe Leid. Jeder, der was anderes behauptet, ist dumm und dappig, dass Tiere keine Seele hätten. Und wir rüsten uns mal mit dem Kristallfader aus. Dann wählen wir A und retten doch mal mit unserem Herzblättel hier. Der Fader, er ist wundervoll. Das ist ein Kristallfader, kann ich ihn haben? Ich werde in die Wäsche einweven. Ich bin sicher, dass sich das kräftiger und schütze wird. Aller hopp, warum nicht? Ich werde morgen Friede mit fertig wäre. Arg, du siehst schmied aus. Geh doch mal heim und ruh dich ein bisschen aus. Besuch mich doch morgen wieder. Aha, wenn du das so nett sagst, klar. Die hat das jetzt einfach mal an sich gerissen. Aber wenn sie sagt, sie will uns da damit so Ultra-Dingens machen, nee, ich mag's nicht ablecker, dann mache ich natürlich, was sie sagt, weil die Freundin hat ja immer recht. Das kennt ihr bestimmt. Zumindest in meinen Beziehungen war es auch immer so. Die Freundin hat immer recht. Wie ich sowas hasse. Kennt man ja fast wieder glücklich sei, Single zu sein. Alla hopp, dann nehmen wir nochmal den Ratschlag von der Frau Dr. A. und gehen eine Runde pennen. Dazu müssen wir einfach noch ganz normal ins Bett reingehen. Und schon pennt er. Oh, ich wünschte, das könnte ich auch mich einfach nur hinlecken und wegratze. Das wäre herrlich. Aber wie es aussieht, ist er im Schlaf aus dem Bett gebotzelt. Und jetzt sind wir nachts hier in Christa unterwegs. Oh, okay. Die zwei scheinen sich kein Bett zu delen, sondern schlafen nebeneinander. Der Boden ist hart. Na, Allah, das ist einmal eine Feststellung, oder? Was zum... Okay, der hat auch sehr gute Träume. Oh, ich mache ich trotzdem fertig. Okay, das scheinen die nicht zu stören. Die kann man einfach so beschmeißen. Und wie sieht's denn beim Weiser aus? Ratzt der auch? Ja, ratzt der, oder? Was gibt's noch? Weiser, ich bin müde. Schließe mal der Aare, ich werde dich heilen. Tag ist wieder Genese. Ich schläfst im Bett, kann dich auch heilen. Kristallspeer gibt dir die verlorene Kräfte auch wieder. Willst du dich selber heilen, dann frisst du mal lieber deine Knolle und jetzt okay. Jetzt hau ab. Okay. Wie sieht's in der Küche aus? Die Alte ist nicht da. Schnell sich die Äpfel petzer. Und was ich auch sehr interessant finde, obwohl es Nacht ist, das zeigt, das sprotzelt immer noch vor sich hier. Also das scheint so à la Game of Thrones bzw. Lied von Eis und Feuer so Schale Braunes zu sein. Jetzt können wir Christa bei Nacht untersuchen. Ich hab nichts Mächtiges zu sagen. Na, Allah. Dann ist es wohl so. Und die sind immer noch eingefroren. Ah, das Hinkeldorfer ist wach auf dem Magier seinem Bereich. Der Händler hat auch nachts auf. So muss das sein, wenn man Kundschaft halten will, ne? Und do den ich auch sage, wir petzen uns nochmal die ganze 8 Wunderknollerei. Dann fehlen sie uns zu späteren Zeitpunkt nicht. Ach, ich bin echt so drauf versessen, immer du volles Inventar zu haben, verschlossen. Das gibt's ja auch nicht. Der Gemischtware-Händler, der macht 24-Stunden-Schichten, während der Magier einfach nachts pennt. Also, Leid gibt's. Da können wir auch rein in die Mühle. Der macht auch noch hier Nachtschicht, der Müller. Vielleicht gibt's woanders auch Leute, die so hart arbeiten wie ich. Nee, du wärst der Einzigste sein, mein Lieber. Ach ja. Okay, wie sieht's mit dem Lehrbuch aus vom Müller? Ja, ich glaube, da oben ist auch nur der Bereich gewesen, wo man die Mühle abschalten kann. Also der macht auch definitiv 24-Stunden-Schichten. Wie sieht's dann hier aus? Melina? Oh, die schafft auch noch schwer. Die macht auch eine lange Schicht für uns. Ihr Götter,
Hört mich ihr Mächtige. Ich flehe euch schützende arg vor Verletzungen und bitte, bring ihn bald wieder zurück. Ja, sollen wir mal zu ihr gehen? Hallo, Melina. Und die Musik. Jetzt wird's ramondisch. Was denn los? Kannst du nicht schlafen? Der Wäscht ist fast fertig. Moje Hoschze. Ruh dich ein bisschen aus. Ich hoffe, der Wäscht mich nicht verlassen, wenn die Wäscht fertig ist. Das wirst du nicht machen, oder? Ich will sie jetzt nicht anlügen, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich hab's Gefühl, dass unsere Welt nicht die einzigste ist. Es muss da draußen mehr geben. Viel mehr. Ich verstehe. Du bist anders als die übrigen Leute hier im Dorf. Vergiss nie, dass ich immer bei dir bin, egal wo du auch bist. Vergiss das bitte nie. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ruh dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich erwarten. Okay, das ist lieb von dir. Okay, ich sag wieder nur selber. Aber das ist sehr verständnisvoll, muss ich sagen. Und die Musik, das ist auch wieder sehr schönes Stück. Kündigt halt einfach die Liebe von den zwei zueinander an. Ach, wie schön. Schön muss das sein. Das sind ja wieder Äpfel. Die Heinzelmännler haben hier nochmal Äpfel hier gemacht und dann schmatze ich mal die natürlich sofort wieder rein. An den zwei Hahne Bampel vorbei und wieder rein ins Bett. Und kaum liegt da drin, ratzt der wieder wie ein Sägemühl, der Kerl. Jetzt liegt er mit dem Gesicht noch ohne doofen Botter. Ach, großartig gemacht. Also der scheint einen sehr unruhigen Schlaf zu haben, der Kerl. Oh, jetzt sind die Äpfel wieder weg. Jetzt scheint sie wohl draus gelernt zu haben, die Frau. Und scheint Kenny mehr für mich bereitzustellen. Na gut. Geh mal rein. Da gibt's ja was Schönes für uns. Da ist er. Na, hast gut geschlafen? Hier, nimm das. Die Wäsche ist robust und widerstandsfähig. Beim Wewe habe ich gebetet, dass da nichts passiert. Die wird gute Dienste leistet. Trag sie, wenn du in Gefahr bist. Gehält Titaniumweste. Schön sieht's aus, definitiv. Grau und Weiß, das sind genau meine Farbe. Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Ja, mach das, das kann nie schaden. Okay, sie sagt wieder nur selber. Und an ihrem Webstuhl kann ich leider auch nicht aktiv sein. Na gut. Wir werden das Ding auf jeden Fall gebrauchen können. Ich werde auch gleich zeigen, wieso. Aber ich werde sie jetzt erstmal noch nicht anwählen, sondern euch erstmal zeigen, was passiert, wenn man das Ding nicht anwählt. Und anzieht. Also wieder raus in die weite Welt von der Kristallunterwelt. Also ich muss auch sagen, es ist definitiv sehr schön gemacht. Gerade mit der ganzen Kristalle hat die Unterwelt doch irgendwie sowas Mystisches nochmal an sich. Ach, das ist nochmal ein Gebiet, was wichtig sein wird später hier. Die grüne Flatscher, die ihr gesehen habt. Aber jetzt gehen wir erstmal dort hier. Turm 5. Und jetzt kommt's. Erstarrt. Der Wächter kommt und tritt uns ein Achter ins Hemd, dass wir gerade wieder rausflatschen. Das heißt, ohne die Titaniumweste kommen wir da erst gar nicht rein, ohne dass uns der Wächter der Arschtritt noch draußen gibt. Titaniumweste gibt nochmal N Pluspunkt mehr. Melina webte diese Weste. Magst du das auch wählen? Jo, ausgerichtet. Wunderbar, da gehen wir jetzt hier rein. Und was passiert jetzt? Erstarrt! Der Hahnebampel kommt wieder. Die Titaniumwäsche hat dich bewahrt. Ja, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, Herr Specht. Und jetzt kommen wir auf unterschiedliche Ebenen hier. Und der Turm ist eigentlich gar nicht so besonders, würde ich sagen, bis auf den Abschluss von dem Ganzen. Ich will jetzt auch noch nicht so viel verraten, um ehrlich zu sein. Wir machen richtig ordentlich Schaden, muss ich sagen. Ich glaube, das ist echt nicht das schlechteste Level, was wir da parat haben. So, dich habe ich jetzt erstmal fertig gemacht und jetzt auch dich. Sehr schön. Ja, und da geht's auch nochmal hier. Großes Licht. Was passiert? Nein!
Okay, das ist halt die typische Motte-Fall, ne? Aber der Wächter macht's gezwettes Mal, der weiß, dass er uns das mal kennen 8er von 9er verkaufen kann. Und probiert's erst gar nicht. Das heißt, wir können jetzt wieder den Turm hochkraxler und können die Gegner nochmal fertig machen und die Erfahrungswerte natürlich auch nochmal mitnehmen, die die Kerle geben. Da haben wir wieder einen Wächter, der erscheint. Na, hast du auf mir hier was vorzumachen, du komischer Kerl. Also wir lernen dort raus, sei kein menschliche Mod, Licht ist nicht immer gut. Das heißt, wir gehen dann dort einen etwas unscheinbaren Gang entlang und da kommt wieder unser Freund. Das ist der letzte Aufgabe, geh rein. Oh, und jetzt kommt's. Jetzt kommt's, ich hab's im Gefühl. Jetzt kommt nochmal was ganz Besonderes zum Schluss, so eine Art Bonbon, so eine Art Gutzel zum Schluss für uns. Da kommt was, ein Licht, da ist noch ein Licht. Es gehen immer weiter die Lichter an, bis am Ende vom Gang was auf uns wart. Ich hab doch ganz mieses Gefühl, ja. Aus dem Portalriss kommt ein Monster-Skorpion rausgeschossen. So ein erster richtiger Bossgegner. Und der macht ganz wiechte Sache, der Kerl. So, der kann uns hier mit seiner Schere attackieren. Und wir können aber seine Kretzer abblocken. Aber nur die Kretzer. Die können wir blocken. Und seine Schere müssen wir auch fertig machen. Und wir haben doch noch was ich jetzt schon immer mal ausprobieren wollte, weil ich das noch nie selber gemacht habe, während ich das für mich privat gespielt habe. Und zwar, Quatsch, in die Bibliothek müssen wir gehen. Aber ich mag die Endgegnermusik, die ist sehr episch. Wir haben nämlich hier Ringe, Feuerring und Eisring. Jetzt probieren wir noch mal unseren einzigsten Feuerring, den können wir noch kaufen. Magst du den Zauber auswählen? Ah, jo. Mach du was anderes. Okay, so können wir erwischen. So, jetzt haben wir das abgefault, aber ich habe leider in die falsche Richtung geguckt. Und jetzt kommt er mit seinem Stachel und geht wieder zurück. Also ihr seht, die erste Phase besteht dort drin, dass er uns mit seiner Schere attackiert und zurückdrängen will. Das heißt, wir haben einen ganzen weiten Weg vor uns dann wieder. Und die zweite Phase ist halt, dass er wieder zurückgedrängt wird, weil er keine Schere mehr hat. Und jetzt hier attackiert. Aber es ist an sich recht easy, wenn man weiß, wie das geht. Das Einfachste ist, wenn man so vor dem Stehen bleibt und wenn man sein Gülle einfach wieder mit unserem Schild ablockt. Das ist an sich der eleganteste Weg, mit dem Skorpion umzugehen. Jetzt hat er keinen Schmiss mehr, das heißt, er kann jetzt nämlich seine Krätze verschießen und mit seinem Stachel will er irgendwie auch nicht angreifen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich direkt vor ihm stehe. Auf jeden Fall scheint es easy going zu sein hier bei dem Durchlauf. Ich habe das noch nie so locker gehabt. Und die Magie scheint sich hin und wieder auch mal zu lohnen. Nur die Blickrichtung muss die richtig sein. Ja, jetzt können wir die Zeit theoretisch hier absitzen und können dann locker in die Schniss kloppen, bis das passiert. Wir können uns auch nie mehr bewegen. Dämonenskorpion ist bezwungen. Arg, du hast alle Prüfungen bestanden. Jetzt kann deine Reise beginnen. Kehr noch einmal ins Dorf zurück. Wir sind in der letzten der hier gelandet. Wenn man sich vorstellt, dass die anderen Dere zu der anderen Türme gehören, hat es schon was Wunderschönes, der Gedanke, dass alle Türme mit dem Raum, mit den Sternbilder im Hintergrund verbunden ist. Wir sehen auch die Waage, wir sehen die Zwillinge, der Stier, der Steinbock. Wunderschön. Wunderschön gemacht. Also den Raum fand ich schon immer großartig und die Welt ist fast wieder ganz. Es fehlt nur noch die letzte hellblau Landmasse. Dam, da, dam. Und ihr könnt euch bestimmt denken, was das für ein letzter Kontinent ist. Ich will hier wirklich nicht spoilern, aber Ayers Rock und so, ne? Wunderschön. Eine wunderschöne Animation für einen wunderschönen Kontinent, der genauso schön ist, wie er gefährlich ist.
interessant, dass sie den roten Kontinent ausgerechnet in hellblau darstellen. Oh, es ist großartig. Großartig gemacht. Oh, ich habe eine riesige, dicke Gänsehaut. Ihr kennt es bestimmt nicht mehr hören von mir, aber es gibt so viele Spiele, die so viel Gänsehaut bei mir verursachen, dass ich es jedes Mal auch wieder betonen muss. Und da ist er. Australien kehrt aus der Tiefe vom Meer an die Oberfläche zurück. Und genauso wie wir es hier auf der Karte dargestellt haben, ist später auch die Weltkarte in der Oberwelt. Die letzten Dorfbewohner erhalten ihre Seele zurück, warum auch immer die Hühner und der mürrische Angler bis zum Schluss und die Kinder ihre Seele vorenthalten kriegt haben, das will ich nicht in Fruchtsteller. Jetzt gibt es aber noch 2 Gebiete, die wir optional machen können. Theoretisch hätten wir hier alles beendet, aber, habt ihr schon gesagt, es gibt 2 Gebiete, die noch wichtig sind und die kommen erst zum Tragen, wenn wir alle Kontinente erweckt haben. Hallo Herr Ritter. Der Herr Ritter ist schnell kaputt. Ihr erinnert euch noch dran, was das beim ersten Turm für ein mordsmäßiger Kampf war. Und ich wollte jetzt doch auch noch mal was gucken, wenn ich schon der Herr Ritter hier vor mir habe. Erfahrung bin ich derzeit bei 1389. Das halten wir im Hinterkopf. 1389. Und 10 Erfahrungspunkte gibt da der Herr Ritter. Das ist nicht schlecht. Und euch erreiche ich auch noch, ihr Knetköpf. Aber ans Geld komme ich leider so nicht dran, muss ich sagen. Aber trotzdem, die Erfahrungswerte nehmen wir selbstverständlich mit und gehen auch hierhin. Und dann kommt noch was Optionales für uns auf unserer wunderschönen Weltkarte. Polynesien kehrt aus der Tiefe vom Meer an die Oberfläche zurück. Wo genau das ist allerdings nicht eingezeichnet. Trotz allem ist Polynesien ein Gebiet für später, was wir in der Oberwelt besuchen können. Ihr könnt bestimmt schon ahnen, dass die Kontinente, die wir hier erweckt haben, auch später besucht werden können. Also insofern war das jetzt auch wahrscheinlich nur Bestätigung von einem Gedanke, den ihr eh schon gehabt habt. Und das Gebiet habe ich euch auch noch gezeigt im letzten Video. Und auch das hat definitiv hier auch noch seine Berechtigung. Das heißt, wir schieben hier die Stäbe rum, das Puzzle ist nicht besonders schwer. Und durch Hirnschmalz geraten wir zu was anderem Optionalen. Diese Musik. Mu kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Was ist Mu? Das werden euch bestimmt jetzt auch fragen. Mu ist ein mythischer Kontinent, so wie Atlantis. Der soll angeblich auch versunken sein, schon in der Antike. Das war auch eine angebliche Hochkultur, die beschrieben wurde. Ihr könnt euch das einmal sehr gerne angucken, das ist auch bei einigen Spielen von früher häufig Gegenstand von solchen Spielen. Zum Beispiel Illusion of Time, ach, da kommt es vor. Und da die beide Spiele zur inoffiziellen Soul Blazer-Reihe gehören, ist es klar, dass auch die anderen Spiele Mu behandeln. Und in Illusion of Time kommt man auch persönlich noch Mu. Und bei Terranigma können wir selbstverständlich auch Mu Reiseabstatter. Jetzt gehen wir dann nochmal zu unserer guten Freundin. Okay, die bet wieder vor uns und sagt, wir sollen vorsichtig sein. Dann scheinen wir jetzt mal alles erledigt zu haben, was wir machen mussten. Das Dorf ist wieder gerettet. Die Oberfläche von der Oberwelt ist wieder entstanden. Die Kontinente sind zurückgekehrt. Jetzt retten wir doch mal mit unserem guten, alten Freund. Ah, du hast Erfolg, Kater. Du warst Zeuge von der Wiederkehr der Kontinente von jedem einzelnen Turm. Aber nur das Land ist neu entstanden wächst. Es gibt noch kein neues Leben. Arg, ich will dir etwas zeigen. Lass uns mal noch draußen gehen. Draußen gibt's in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalt. Mir noch. Ach du Scheiße, das heißt, wir können jetzt Jahre damit verbringen, dem Tatterkreis hinterher zu gammeln. Aber der alte Mann ist flotter, als man glaubt. Die 90er machen es möglich, die schon fast Sache. Das heißt, wir können jetzt da hinterher waschteln und es ist ein Gebiet entstanden, was es vorher nicht gegeben hat. Man sieht es hier nur angedeutet als graue Pampe in dem weißen Fleck. Aber hier ist plötzlich eine Erdspalte entstanden. Erdspalt. Und da steht unser alter Mann.
Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Sellemals hat die Welt in Blüt gestanden, reich an Tiere und Pflanzen. Aber alles Leben ist verschwunden und zurück ist nur Ödland geblieben. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wieder beleben. Unglaublich. Ich würde gern versuchen, dir zu helfen, aber ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Horch mal zu! Ark, geh zur Oberwelt und versuch sie zu retten. Wenn du bist, kannst du nicht mehr zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? Nee, noch nicht so ganz. Na, aller hopp, kehr zurück, wenn dich ausgerüstet hast. Das machen wir. Ich finde, wir sollten nicht ohne unserer Freundin zu Sarah, Tschüss zu Sarah einfach gehen. Das gehört sich nicht. Das machen nur Schweine. Was sagst du nochmal so, du mürrischer Angler? Ich muss eingeschlafen sein. Das kann passieren beim Angler, du wärst nicht der Erste. Ich hab dich im blauen Nebel gesehen. Du hast im Kampf gegen die Monster alles gegeben. Du warst großartig. Danke, Knirps. Das ist sehr nett von dir. Dann gehe ich nochmal zu dir, mein lieber Händler. Und, nö, bei dir kann ich nichts mehr kaufen, was wichtig wäre. Tja, der feine Herr hat jetzt bessere Arschsprüche. Ich musste der Händler in der Oberwelt gehen, die ein besseres Zeichen als du. Aber zu euch gehe ich nochmal. Willkommen beim Magier. Gut, ich stehe Sache von den Dinger. Entfesseln die Kraft von Feuer, holen wir uns grad zwei. Und da kaufen wir auch nochmal einer noch. Damit wir einfach von alle 2 Stück hin, damit ich euch mal alle zeigen kann. Mir persönlich ist das schon wichtig, dass ich euch einmal alle Dinger zeigen kann, alle Zauber zeigen kann, weil ich persönlich, muss ich gestehen, habe die nie benutzt. Dann gehen wir hier neu. Nee, bitte komm nicht rein. Ich wollte aber Tschüss sagen, Mädel. Es tut mir leid, Ark. Ich kann nicht in die Jahre. Ich hab gehört, dass du von hier fortgehst. Mein Lachen sollte dich begleiten, aber ich weiß nicht warum, aber ich muss greine. Aber an einem Tag wirst du sicher zurückkehren. Und bis du hier werde ich warte. Ich bin sicher, dass ich an dem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Gute Reise. Oh. Oh. Mit Melina stimmt etwas nicht, sie gräunt in ihrem Zimmer. Kannst du der Melina etwas sagen da, du Holt? Ach Gott. Ich doch nicht. Aber wir nehmen das so mit, wenn sie uns nämlich sehen will zum Schluss. Das ist leider schade. Aber wenn sie das so will, dann müssen wir das respektieren auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt alles erledigt, was es in der Unterwelt zu erledigen gibt. Wir haben alle Kontinente befreit, die wir befreien müssen. Und wir haben alle optionale Kontinente zurückgeholt. Sowohl Polynesia als realistisches Land, als auch der legendäre und mysteriöse mystische Kontinent von Mu. Ja, das kennen wir schon, den Monolog. Er hält uns aber wieder, weil er Alzheimer hat. Das ist halt so, wenn man so alt wird und die ganze Zeit nur im Dorf gelebt hat. Und er sagt auch wieder der Ark, dass er dazu bestimmt ist. Und ja, jetzt bin ich bereit. Lass mich dir noch ein Rot geben. Der Kristallspeer aus der Truhe, der besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er. Dort musst du Heilknolle benutzen, um dein KP wieder aufzufüllen. Setzt dein Heilknolle weise Eibriefel. Die Weiß ist ein langes Leben gewiss. So wie ich. Ich fress nämlich täglich Heilknolle. Wahrscheinlich ist das Knoblauch, kann ich drauf wetten. Der pfeift sich bestimmt jeden Tag knobbelig rein und bezeichnet das als Heilknoller. Sieh die Gefahren in die Aare und du wirst alle Prüfungen meistern. Und jetzt genug gebabbelt. Fort mit dir! Na Allah, machen wir doch. Der graue Wirbel. Wohin wird er uns bringen? Wir botzeln doch jetzt auch Scherei, so trichterförmig. Und wir landen direkt in Kapitel 2 Fauna und Flora. Jetzt geht's, wie das Kapitel schon verrät, um die Tier- und Pflanzenwelt. Ich freue mich auch sehr drauf. Das ist meiner Meinung nach ein wunderschönes Kapitel. Uah, Portal. Du sind wir. Was ist denn passiert?
Langsam öffnet Ark die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Ich bin an meinem Bestimmungsort angelangt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Was war traurig die Welt. Öde Steppe und klammi Luft, kein Zeichen von Leber. Wie soll ich denn die Welt von ihrem Elend befreien? Dort aber einer noch ein guter Rot für uns. Er ruft zu Klage, mein Freund, und lass uns doch mal nachdenken. Ich bin auserwählt worden, die Welt zu erlösen. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst. Aber liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst's nie erfahren, solange du hier stehst und babbelst. Danke für den Rotschlag, Fluffy. Und hier haben wir auch ein Speichertagebuch. Das nutzen wir auch sofort. Und ich steht Sache, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.